Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu der nächsten Folge Hollow Knight. Wir haben in der letzten Folge ziemlich lang gefailt, bis wir endlich mal unsere Seele zurückbekommen haben. Das hat dann am Schluss ziemlich gut funktioniert mit unserer Stinkwolke hinter uns. Und das, was ich jetzt schon die ganze Zeit machen würde, wäre eigentlich mal unseren Automat freischalten. Ich habe in der letzten Folge an einem komplett anderen Ort abgespeichert und wenn man das halt macht und aus dem Spiel rausgeht, landet man auf dem letzten Bänkchen, wo man wieder gestartet ist. Also nicht verwundert, dass ich jetzt plötzlich hier unten auf dem Bänkchen bin. Aber wir werfen hier jetzt mal Geo rein, um nochmal einen Hirschenweg freizuschalten. Dass wir auch die Möglichkeit hätten, wieder zurück nach Mistmund zu kommen oder an einen anderen Ort von dieser grossen Welt. So, hoppla Schorsch. Aber wir haben hier ja noch nicht ganz alles erforscht. Und dann würde ich sagen, wir schauen uns jetzt gerade mal den oberen Weg dort noch an, der links durchführt. Ich zeige dir gerade mal, wo ich meine. Und zwar müssen wir da jetzt nochmal alles rauf. Und ich würde sagen, die Symbol behalte ich mal bei, da mit unserer Stinkwolke. Ich finde die noch ziemlich nice momentan. Solange wir unseren Kompass bei uns haben, bin ich eigentlich ziemlich zufrieden. Weil sonst bin ich dann völlig lost am umeinander suchen, wo wir genau durch müssten. So la. Oh, der ist aber wunderschön ausgewichen da. Absolut krasser Schwerkämpfer, he? Aber keine Chance gegen uns. So, wir sind top motiviert unterwegs zum Forschen. Jetzt müssen wir gerade mal schauen, wie ich da weiterkomme. Und zwar... So la. Das haben wir auch gut anbekommen. Noch kein Leben verloren bis jetzt. Ich bin ziemlich stolz schon selber auf mich jetzt gerade. Normalerweise würde ich jetzt schon über 10 Leben verlieren oder so etwas in dieser Art. So, dann sind wir jetzt da richtig, genau. Jetzt gehen wir da mal links durch und umschauen. Da haben wir irgendeinen komischen Lift. Okay, ich würde sagen, wir drücken den mal und schauen, wo der uns anbringt. Also aufwärts, nicht abwärts. Das ist schon mal etwas. Aber wo sind wir denn jetzt? Keine Karte für dieses Gebiet. Okay. Rechts durch geht gar nicht, also wir können da nur links durch. Dann würde ich sagen, wir schauen uns das Ganze jetzt mal an. Also wir sind da wieder in einem komplett neuen Gebiet. Nein, nicht wieder so ein Riesendings. Ich würde sagen, den ignoriere ich jetzt einfach mal und jump da durch. Oh Mann, das habe ich jetzt nicht erwartet. Und dann kann ich da nochmal schon mein Leben auffüllen. Wir können da natürlich... Oh Mann, oh Mann. Oh Mann, komm, den ignorieren wir. Da gibt mir so tierisch Eis auf den Deckel. Gegen so die Grossen mag ich wirklich nicht gut kämpfen. Die sind nämlich auch schon ziemlich stark unterwegs. Es langt mir, wenn ich ab und zu einen Boss erledigen muss. So, da haben wir irgendeinen Schalter zum Umlegen. Gut, dort kommen wir dann weiter. Aber ich würde jetzt zuerst mal... Ja, jetzt ist halt die Frage, wenn wir direkt einmal auf oder links durchschauen. Komm, machen wir uns direkt mal auf den Weg rauf. Wenn wir da schon einen Schalter haben, der uns den Weg frei macht, dann können wir gerade mal schauen, wo uns das genau anführt. Okay. Spezieller Ort da. Da oben haben wir irgendetwas zum Betrachten. Aber sonst haben wir nur noch mal einen Weg, der wegführt. Links durch. Ich will wirklich sagen, wir betrachten zuerst mal das Ding und dann schauen wir gerade, wie wir weiter forschen. So, betrachten! Verflucht seien die, die sich dem König entgegenstellen. Okay, also wir sollen verflucht sein, wenn wir uns dem König entgegenstellen. Alles klar, aber was sollen wir jetzt durch? Links oder rechts? Oh Mann, jetzt bin ich runtergefallen. Hoppla! Oh, hoppla! Und wieder rauf. So, dann schauen wir zuerst mal links nach. Das würde mich jetzt gerade momentan mehr interessieren. Da zeigt es auch wieder eine Stelle an mit einem Hirschkäferweg. Das Schild ist mir langsam bekannt. So, betrachten! Ein Mechanismus mit einem Spalt für eine Art Karte. Also irgendein Mechanismus, wo wir eine Karte dafür benötigen. Wo sind wir denn da? Das ist eine gute Frage, wo wir jetzt da momentan sind. He? Ja, Moment. Da unten hat es ja nichts weiteres. Also wir müssen irgendeine Karte besorgen, um den Mechanismus auszulösen, aber eine Karte besitzen wir noch keine. Bedeutungsweise, wir müssen mal schauen, wo wir da irgendetwas anderes noch finden. Das heisst, ich schaue jetzt gerade mal den Weg ganz kurz rechts mal an, da können wir ja schön durchfliegen. Jetzt muss ich einfach ein bisschen aufpassen, dass da... Okay. Okay. Wir kommen da jetzt gar nicht mehr raus, was ist jetzt los? Wir sind eingesperrt! Nein! Okay, also, betrachten! Um das Gefäß zu schützen, schlafen die Träumer. Monomon die Gelehrten, ihrem Archiv umgeben von Dunst und Nebel. Lurin der Wächter in seiner Warte die Stadt überblickend. Hera die Bestie in ihrem Bau, inmitten der tiefsten Dunkelheit jenseits des Königreichs. Dank ihrer Hingabe trotzt Heilandsnest der Ewigkeit. Ja, super. Standort der Träumer zur Karte hinzugefügt. Wow, bin ich verschrocken jetzt gerade. Geh nicht weiter, kleiner Schatten.
Was zwingt es, die Dunkelheit zu verlassen? Was führt es dazu, in dieses heilige Königreich zurückzukehren? Ein Ruf von jenseits des Siegels, vom Gewäß diesem gefangenen Lichts. Würden die Siegel brechen, sie können nicht geöffnet werden. Aber das Gefäß wird schwächer, die Seuche verbreitet sich auf neue, sie müssen geöffnet werden. Doch unser Siegel halten, unsere Pflicht besteht, es muss verbannt werden. Unsere Pflicht besteht, es möge geschehen. Hä? Okay, da tauchen jetzt die 3 Wächter auf, dem Fall, von denen wir jetzt gerade gelesen haben, aber irgendetwas komisch passiert jetzt da gerade. Okay, okay. Verblasse, kleiner Schatten, verblasse und lass uns in Ruhe schlafen. Hä? Wo sind wir jetzt da? Hä? Okay, hoi. Okay, ich würde sagen, wir folgen jetzt einfach mal dem Weg. Das ist ziemlich creepy, was da gerade abgeht. Okay, jetzt muss ich einfach schauen, dass ich, wie es aussieht, ja nicht runterfallen. Okay. Wieder alles so komische Räder im Hintergrund, also so blumenartig. Hä? Und irgendein Wesen, das die ganze Zeit von uns abhauft und uns, wie es aussieht, den Weg öffnet. Also Plattformen gibt. Okay, wo sind wir jetzt da? Okay, okay. Und wie lange soll das jetzt noch dauern? Weist uns das Wesen den Weg, oder? Führt zu uns an einen dunklen Ort, oder? Zuhören! Was für ein schreckliches Schicksal sie dir aufgelegt haben, dich in diesem Raum zwischen Körper und Seele zu werfen. Wirst du ihr Urteil annehmen und langsam dahinschwinden? Oder wirst du die Waffen von dir an dich nehmen und dir deinen Weg aus diesem traurigen, vergessenen Traum bahnen? Okay, sind uns irgendeinen Traum versetzt, wie das aussieht, und wir haben jetzt eine Wahl zwischen, bleiben wir in dem Zwischenbereich von Seelen und normalen Leben, oder betrachten wir einfach einmal. Okay, was passiert jetzt schon wieder? Genommen, Traumnagel. Halte Dreieck, um einen Hieb mit dem Nagel aufzuladen und auszuführen, zerschneide den Schleier zwischen Traum und Erwachen. Gut, wir haben irgendeine neue Fähigkeit erhalten. Soll ich? Hoi? Stinkt mir nicht zu fest, dass du da gerade, dass du uns rettest mit dem Gestank? Zuhören! Ah, du bist zurückgekehrt! Willkommen zurück in der wachen Welt! Diese Gestalten, diese Träumer, sie haben dich mit dem bisschen Kraft, das ihnen noch bleibt, in dieses verborgenen Ohr gezogen. Aber dieses Artefakt, das du jetzt trägst, der Traumnagel, er kann den Schleier zerschneiden, der die wache Welt von unseren Träumen trennt. Nicht einmal die Träumer selbst können sich vor solcher einer Waffe verstecken. Ich muss jedoch zugeben, dass diese heilige Klinge mit der Zeit stumpf geworden ist. Gemeinsam können wir ihre Kraft vielleicht wiederherstellen. Du musst mir nur Essenz bringen. Essenz, die kostbaren Fragmente des Lichts, aus den Träumen gemacht sind. Sammle sie, wo immer du sie finden kannst, und bringe sie zu mir. Wenn wir genug haben, können wir gemeinsam Wunder vollbringen. Geh hinaus in die Welt, Träger. Jage nach der Essenz, die sich dort verbirgt. Sammle 100 Essenzen und kehre zu mir zurück. Ich werde dich mehr lernen. Okay, also jetzt sind wir irgendwie doch in einer Traumwelt rein gewesen. Also die Gespenstchen, die Beschützer, was auch immer, haben uns in einer Traumwelt verbannt gehabt. Wir sind da mit dem Traumnagel, so plus minus, den wir da brauchen können, sind wir aus der Welt rausgekommen. Die Person da, von deren Namen eigentlich unbekannt ist, die Seherin heisst sie. Okay, alles klar, ich kann nur noch mal schnell nachschauen. Also die Seherin hat uns dort rausgerettet. Du bist noch immer ungeübt in der Kunst der Träume. Sammle 100 Essenzen mit dem Traumnagel, besuche mich wieder und ich werde mein spärliches Wissen mit dir teilen. Essenz findet sich überall dort, wo Träume Wurzeln geschlagen. Du hast sie gesehen, diese flüsternden Pflanzen, die überall in diesem alten Königreich wachsen. Ich glaube, eine davon ist gleich dort draußen. Schlag sie doch einmal mit dem Traumnagel, um zu sehen, was passiert. Okay, also wir müssen irgendwelche Essenzen sammeln, um unseren Nagel zu verstärken. Wir haben jetzt in dem Fall eine neue Fähigkeit bekommen, mit der wir Träume spalten, so wie ich das verstanden habe. Wir sind jetzt gerade momentan in der ewigen Ruhestätte. Und wie es aussieht, haben wir auch dafür eine Karte und... Ah, okay, halte Traumnagel. Alles klar. Und das sind in dem Fall die komischen Sätze, die sie gemeint hat. Klar, dann sammeln die mal jetzt. Haben wir schon mal 2 Stück, aber 100 Stück sind schon ziemlich viel eigentlich. Dann sammeln wir die jetzt mal alle noch ein. Das heisst, wenn wir so komische Pflanzen entdecken, müssen wir die mit unserem Traumnagel schlagen, um Essenzen freischalten. Zum Wirklichkeit zwischen Traum und Fesseln. Okay. Voilà, voilà.
Okay, okay. Ich bin gerade völlig fasziniert von dieser Musik im Hintergrund. So richtig ruhig und gemütlich. So, das haben wir gut anbekommen. Dann haben wir da noch einen. Da haben wir irgendetwas zu dem Abschlag. Haben wir jetzt alle eingesammelt? Oder hat es noch mehr Essenzen? Das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Also 20 Essenzen haben wir schon mal gefangen. Also eingesammelt. Und dann ist das in dem Fall alles gewesen. Und jetzt schauen wir schon, ob die Pflanzen in dem Fall jetzt verschwunden. Oh, und dann ist da so ein Baum draus gewachsen. Okay. Alles klar. Dann lassen wir das mal so stehen. Dann würde ich mich gerne zuerst mal um das hier kümmern. Okay. Das ist nochmal ein Weg. Ich habe jetzt gedacht, das wird vielleicht irgendetwas sein, wo wir noch einen Taler einsammeln können. Oh, oh. Wir befinden uns wirklich an einem sehr komischen Ort. What the fuck? Wieder ein neues komisches Wesen. Da können wir den Weg rauf freischlagen, okay. Ich muss da glaube ich wirklich gut die Augen offen... Oi! Nein! Ach, ich hasse die Viecher. Haben wir noch einen Topf voller Taler? Nice. Ich muss eben besiegen, um da... Oh, nur ein Leben, das kommt nicht gut. Ich fülle da lieber nochmal schnell einmal nach. Jetzt haben wir wirklich nur noch 2 Leben und fast keine Seele mehr zur Verfügung. Und ich habe keine Ahnung, wo wir uns befinden. Das heisst für mich, ich muss wirklich ein bisschen besser aufpassen, was jetzt passiert. Und wir haben noch das Raubli freigeschaltet. Wupp, wupp. So. Wo sind wir da? Da unten hat es wieder so einen komischen Käfer. Ich muss jetzt wirklich ein bisschen besser aufpassen. Okay, jetzt können wir dann nochmal das Leben. Nein! Ich will nicht drüber gumpen. Oh Mann! Und dann zieht uns auch gerade 2 Leben aufs Mal ab. Da vorne höre ich wieder so ein komisches Viechli. Und wir haben bis jetzt kein einziges Bänkchen oder sonst etwas in dieser Art gefunden. Das ist natürlich ziemlich mühsam. Wenn wir jetzt sterben würden, weiss ich nicht, ob wir die Seele wieder finden. Um 2000 Dollar verlieren, auf das habe ich gar keine Lust. Ich schaue jetzt da mal links noch, ob wir da vielleicht... Hallo? Hallo? Ah, da kommen wir dann wieder zu denen... Alles klar. Alles klar. Okay. Ich würde aber sagen, wir haben für das Gebiet keine Karte zur Verfügung. Das ist wirklich mühsam. Das ist jetzt wirklich mühsam. Die Frage ist jetzt, da sind wir schauen, da haben wir gar nichts gefunden. Für das bräuchten wir eine Karte, die wir nicht besitzen. Hier haben wir das Artefakt. Ich würde mich wirklich zuerst liebend gerne einmal zum Bänkchen zurückbegeben. Für die Karte haben wir eben kein Gebiet, immer noch nicht. Ah Mann, wo ist der Kartenmacher? Ich traue mich jetzt ganz langsam vorwärts zu gehen. Wenn es mir auf eine gewisse Art und Weise könnte jetzt gefährlich werden. Blauer See. Ist das so ein See, wo man schwimmen kann und erfüllt unser Leben wieder auf? Nicht wirklich, hä? Mann. Ich schwimme jetzt da wirklich gemütlich über. Ich muss einfach wirklich genau aufpassen, dass wir jetzt nicht nochmal verwünscht werden, weil sonst sind wir wirklich am Arsch, würde ich jetzt mal sagen. Einfach am Arsch. Okay, der blaue See ist... Ich höre da irgendeinen Herzschlag, oh mein Gott. Wahrscheinlich hätte ich da wirklich drüber fliegen sollen. Hier haben wir so ein Insekt, das ziemlich schwach ist. Wir könnten versuchen, dem eins reinzuheizen. Ja, das bringt uns auch nicht genug Seele. Wir schauen, dass wir irgendwie an Seele rankommen oder an ein Bänkchen. Ja, Sally, dich kennen wir doch! Zuhören! Garg, was für ein ruhiger Ort. Ich will mehr Aufregung. Einen grausamen und tödlichen Kampf. Diese Ruhe ist so langweilig. Okay, ja, dann mach dich doch vorwärts und hilf mir. Komm, hoppla, George, hinten an. Er will in dem Fall doch nicht. Okay. Ich versuche jetzt da mal rüber zu fliegen. Es dunkelt mir, als wäre da... Oh. Nice. Jetzt, wenn wir Glück haben, schaffen wir es mit dem... Jawohl! Nochmal ein Leben noch aufzufüllen. Ziemlich nice. Okay, wenn wir Glück haben, schaffen... Nein! Oh! Aber okay, da oben wartet in dem Fall einfach ein ranziges Ei auf uns. Ich würde sagen, das holen wir uns trotzdem mal ganz kurz, dass wir das mal erledigt haben. Da oben hat es dann auch nochmal einen Weg, der links führt. Das ist auch gut zu wissen. So, dann schnappen wir uns sicher mal das ranzige Ei. Einfach langsam vorwärts gehen, dann sollte das gut kommen. Was das für ein Herzschlag hat. Okay, also es ist sogar Seelen angefüllt. Nice! Ach, nochmal ein Leben mehr. Gott sei Dank, ranziges Ei. So, dann schiessen wir uns von da aus nochmal zurück. Dann schauen wir mal, was uns dort links erwartet. Da kommt der da, aber das ist auch noch gemütlich. Jetzt hoffe ich aber, dass da nichts Schlimmes auf uns wartet. Und dass wir irgendwie einmal den Kartenmacher finden. Das wäre ziemlich nice. Das kennen wir doch. Oh mein Gott.
Mehr Glück als wir können wir gar nicht haben. Karte aktualisiert. Oh mein Gott. Das kennen wir doch. Ja! Eintreten! Da können wir gerade mal noch schauen. Hohoho, wie die mir da rumgrüllen ist. So, da können wir dann nämlich gerade mal sonst noch ein bisschen Geld ausgeben, wenn wir wollen. Und zwar, ich kaufe jetzt einfach mal ein, dass wir ein bisschen Geld loswerden, weil ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir, wenn wir das nächste Mal sterben, ich nicht so ein schlechtes Gewissen darüber haben. Genau, und jetzt können wir dann nämlich nochmal einen Talisman-Sockel kaufen. Wir können jetzt mehr auf uns tragen. Das ist ziemlich nice. Der nächste können wir erst, wenn wir 18 Talisman besitzen. Das ist halt die Frage, ob ich gerade die zwei Sachen auch noch einkaufen soll. Kommt das sicher mal. Dann gehen wir auf $1000, aber das finde ich ziemlich in Ordnung. Und auf den ignorieren wir jetzt mal momentan noch. So, dann sitzen wir gerade mal aufs Bänkchen. Dann können wir dann nämlich noch mal etwas mehr ausrüsten. Die Frage ist jetzt einfach, was. Wenn wir den Dornen von der Qual rausnehmen, dafür schon Manenstern, damit ich mehr Leben auf dem Weg bekomme. Stabiler Körper verhindert, dass der Träger dass wir zurückkehren, wenn wir jemanden schlagen, haben wir jetzt noch bekommen. Lebensblut. Er enthält einen lebendigen Kern, durch den Lebensblut strömt. Mit dem haben wir, glaube ich, einfach mehr Herzen zur Verfügung. Und Schamanenstein. Erhält angeblich das Wissen vergangener Generationen von Schamanen. Erhöht die Macht von Zauberern, dadurch mehr Schaden zufügen. Das sind die 3 Sachen, die wir uns jetzt noch geleistet haben. Wir sind da in der vergessenen Wegkreuzung zurückgelandet. Oder das sage ich natürlich auch nicht. Nein, dann können wir uns sicher mal wieder an die Oberfläche machen. Da innen sind wir, glaube ich, schon mal gegüchselt. Da hat es nichts Besonderes. Da hat sich auch der Verkäufer, wo wir oben jetzt im Mistmund haben, versteckt. Wo wir den gefunden haben. Ich würde sagen, wir machen uns einfach mal auf den Weg nach Mistmund und schauen, ob dort mal noch irgendetwas passiert ist. Und dann nehmen wir den Hirschkäfer zurück in den letzten Bereich, wo wir waren. Ich weiss den Namen gerade nicht. Wie hat das geheißen? Jetzt muss ich gerade mal schnell schauen. Stadt der Tränen sind wir ja gewesen und den König. Jetzt haben wir da 3 Masken markiert. Okay, alles klar. Also wir haben 3 Masken markiert, die wir, wie es aussieht, besiegen, damit wir wieder einen Weg freischalten, damit das weitergeht. Das sind die uns in unseren Traumverband haben. Und denen müssen wir jetzt eins auf den Keks hauen, damit wir vorwärts kommen. Okay. Das heisst, ich bin da schon mal auf dem Laufenden, was jetzt da gerade vor sich geht. Okay. Dann machen wir uns da zu unserem Hirschkäfer auf dem Weg. Ab Richtung Mistmund. Wir haben da ziemlich viele Vorstellen folgt. Wir sind ziemlich gut weit vorwärts gekommen bis jetzt. Da bin ich natürlich ziemlich stolz darauf, dass das so gut funktioniert momentan. Das Einzige, was fehlt, sind mehrere Kartenteile, wo ich jetzt eigentlich auch hoffe, dass wir die vielleicht in Mistmund selber einkaufen oder bekommen. Oder ob wir vielleicht noch irgendeinen anderen Gegenstand bekommen, der uns weiterhelfen kann an dieser Stelle. So, da sind wir zurück in Mistmund. So, da fliegen wir dann nicht weiter. Jetzt habe ich mich schon darauf vorbereitet, dass ich da mich nochmal zusammenfassen muss, damit ich da den Knopf nochmal drücken muss. Sally! Jetzt ist aber eine gute Frage. Du hast nichts Neues für uns. Was ich aber gerne würde kaufen, ist entweder da elegante Schlüssel, aber die brauchen wir gerade momentan, aber eher ein Gefäßteil. Und zwar haben wir dann, glaube ich, 3 mit beieinander. Jawohl! Habe ich mich nicht getäuscht. Nice, jetzt können wir nämlich mehr Seelen sparen. Das heisst, wir können viel mehr auf uns tragen, um viel mehr Fähigkeiten einsetzen und mehr Herzen auffüllen. Was natürlich ziemlich nice ist. Und jetzt schauen wir gerade mal bei der Kartenmacherin vorbei, ob die da vielleicht noch irgendein Kartenstück für uns hat. Ewige Ruhestätte. Eine Karte des ewigen Ruhestätte, ein heiliger Ort in der Nähe der vergessenen Wegkreuzung. Dort, wo wir uns gerade befunden haben, haben wir eine Karte dafür dazu. Das sage ich natürlich nicht nein. So, dann haben wir noch ziemlich gutes Geld ausgegeben dabei. Jetzt schaue ich aber gerade mal ganz kurz auf die Karte an. Genau, das ist die. Da sind wir jetzt gerade vorher mal gewesen. Jetzt haben wir da ziemlich viel freigeschaltet, wo ich ziemlich stolz drüber bin. Jetzt ist aber die Frage, jetzt da ist der nächste Bereich. Wie kommen wir denn überhaupt dort hin? Wie es aussieht, wenn wir den kleinen Weg hier gegen rauf nehmen. Dann machen wir uns in dem Fall auf dem Weg zu unserem Hirschkäfer und schauen, dass wir uns vielleicht mal gerade direkt gegen die erste Maske können stellen. Und zwar reisen! Wir müssen jetzt zur Station des Königs, wenn ich mich nicht täusche. Und dann reisen wir mal ganz kurz dort hin. Für das Gebiet haben wir, glaube ich, sogar immer noch keine Karte. Vielleicht ist dort wirklich der Kartenmacher noch unterwegs. Ah nein, Station des Königs gehört auch noch mit dazu. Königliche Wasserwege haben wir eben auch noch keine Karte dazu. Das ist natürlich ziemlich mühsam. Aber wisst ihr was? An dieser Stelle würde ich sagen, machen wir doch eine kleine Pause und sehen uns sonst in der nächsten Folge, wenn wir uns auf die Suche machen nach dieser Maske und schauen, was das mysteriöse Geschichte noch vor uns hat. Ich danke vielmals fürs Einschalten. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen Spass gemacht. Wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heisst, eine Runde Hollow Knight mit uns Schweizer. Danke und ciao!